Seid alle gegrüßt. Ich bin David Braun. Ich bin der akademische Direktor von der Programm für jiddische Sprach, Literatur und Kultur auf dem Namen von Uriel Weinreich beim JIVO. Wir haben erst heute geendigt die Limudim. Die Klassen auf dem Sommer seinen Eus sind mit der Show zurück und der SIEM, die sehr freiliche Graduierzeremonie wird sein morgen. Das ist der Schlussreferat. Wir begrüßen sehr warm Dr. Miriam Trin, was sie wird reden auf der Thema Chaim Grade, wie unser Schlussreferentke. Das ist die letzte Lektion in der Serie wegen der jiddischen Zivilisation, was wir haben eingeführt mit etlichen Jahren zurück, zu bringen den breiten Eulen, nicht nur die, die sind verbunden mit dem Sommerprogramm direkt, wie Talmidim, nur allem auf der ganzen Welt. Lektions einmal a Woche, auf Jiddisch einmal a Woche, auf Englisch wegen der jiddischen Zivilisation. Wir machen die Dosike, wir machen dem Dosiken-Referat Beschutfes mit der israelischen Nationalbibliothek via Teil von 3 Lektions, was werden vorkommen auf der Thema Chaim Grade. Und Miriam ist gewesen ein Konsultant bei dem Projekt zu digitalisieren Chaim Grade Sisoven. Eine Lektion ist die heutige, eine zweite wird sein auf Englisch in Herbst und eine dritte wird sein auf Ivrit in dem neuen Binyan, Herrich von der Nationalbibliothek, und das wird sein in 2024. Also wir haben eine Sachpläne herum dem Indien Chaim Grade und versteht sich, sein Lebenswerk verdient das. Miriam ist verbunden mit der Hebräischen Universität in Jerusalem, ist verbunden mit der Tel Aviv Universität und ist eine oft Mitarbeiterin unserer beim JIVO euch. Miriam, ich gebe dir das Wort, Dank für sein unser Referentke und verschließen unsere Serie und unsere Saison. Schönen Dank, David, für die feine Begrüßung und Shalom Aleichem allemen. Ich weiß, dass zwischen die Zuhörer und Zugucker sitzen ein paar teure gute Freunde, aber ich begrüße, versteht sich allemen und euch die, was seien mir derweil unbekannt, noch der heintiger Sessie, weil wir sich schon kennen, ein Stückchen nennt und besser. Es ist mir ein Covid, also abzuschließen, die euch mir teure und lang bekannte Sommerprogramm von IVO, bei welcher ich habe nicht einmal mitgemacht und mitgearbeitet und Punkt, heintiges Jahr hat sich mir nicht eingegeben, aber es ist mir Vorteil, große Freude, heute für so öffnen, ja zu sein als Schuttefte, weil ich heutzutage ein bisschen erzählen in der Rahmen von der letzten Session, wegen einer größeren Persönlichkeit in der Welt von der modernen jiddischen Literatur und das ist gewesen Chaim Grade. Und ist was hat gelebt von 1910 bis 1982, ist, ob ihr guckt, viele noch auf die Daten, werdet ihr allein verstehen, als das ist gewesen sehr reich Leben und wie kann man reinquetschen, als reich Leben und schaffen in nur an 50 Minuten, was wir haben miteinander. No, lassen wir sich bemühen, es zu tun, also geraten wie nur möglich. Beim Sof von der Dosiker-Session wird ihr haben die Gelegenheit, euch zu stellen Fragen, was ihr könnt auf euch verschreiben, beschas meiste in dem Schmueskästel. Das schämt sich nicht und Thomas fällt euch eine etwas verschreibt es. Und ich habe offiziell will ich aber bedanken dem Ivo, was hat mich gemacht für ein Schuttefte euch Jahr in der Programm. Lassen wir anheben. Chaim Grade ist, wie ich habe schon gesagt, geboren geworden 1910 in Wilna, ein echter Litwak. Und was ich will tun, ihr sollt haben, ein Breitbild von ihm, wir sollen ja können ein bisschen reinkriegen in die Pitschriftkes von seinen Jeziere und das alles in einer sehr kurzen Zeit, weil ich beim Anheb nur in grobe Strichen vorstellen sein Lebensweg, aber nur lechem Orientatie, ihr sollt wissen, was seinen gewählen die
wichtigste Stanzies in seinem Leben, was haben stark, laut meiner Meinung, mal Spiel gewinnen auf seine Jetzire, und zu lieb dem will ich das kurz vorstellen, gedeiht zu haben einen Rahmen. Und danach will ich in ein paar allgemeinere und mehr theoretische Strichen vorstellen, die zwei Genren, in welche er hat gearbeitet, der eine Poesie von einer Seite und Prose von der zweiten Seite, und ich will wählen durch dem Bild, was es können uns übergeben, a viele noch seine zahlreiche Publikationen in jedem Genre und durch der Zeit, will ich durch dem Wellen auch aufweisen, etwas an Entwicklung, und zum Schluss wollen wir sehen die dosige Entwicklung euch durch spezifische Beispiele in seine Jetzire. Und ich sage auch schon in Voraus an, als wenn wir aber nicht ausschöpfen, was ist da auszuschöpfen ist, nehmt das euch wie ein Stimulposchet für euch auf der Habe weiter zu entdecken, Chaim Grades Schaffung. Chaim Grades wichtige Lebensstanzies seinen versteht sich Wilne, wo ist, wie gesagt, geboren geworden, 1910. Er ist sehr früh wie ein Kind verjossemt geworden und in der Emerson Lerov aufgewachsen mit seinen Mammen, Tage in Wilne die ganze Zeit. Und in seiner früher Kindheit und Jugend hat er Avade durchgemacht, wie typisch für sein Dorf, die traditionelle jüdische Erziehung mit Cheder und dennoch euch Yeshive. Was ist sehr wichtig, schon jetzt zu dermonen, ist, dass er hat sich ausgeschult, Noend von einer Seite Noend zu sehr wichtiger Persönlichkeit in der demoltigen religiösen Welt, und das ist gewähnt der Chazon Ish. Und von der zweiten Seite ist er gewähnt allein ein Yeshiva-Bocher in die zum Teil sehr extreme Yeshivas von der Musar-Bewegung, was hat charakterisiert die litwische Yeshivas. Die Musar-Bewegung ist gewähnt sehr streng, und sie hat in der Emerson der Zeugen, sehr Bachurim, zu a Leben, was soll sich abgeben auf der höchsten Stufe, dem Limit von dem Mekoirim, von der Gemorre, und gleichzeitig sich abzusorgen von kimat alle Voltog-Aspekten von dem Leben. Das heißt, sie ist gegangen dort in Gicher Ruchnis und nicht Gashmis. Die Menschen, die Bachurim, haben in der Emerson gedarft, streben zu dem abzumecken, sehr Gashmistige Baderfenischen. Und das sage ich jetzt ein bisschen so genauer, weil es wird sich noch euch später stark ausdrücken in Grades Schaffung, schon in einer Stapel in seinem Leben, wenn er wird sein weg von der Dosiker Bewegung. Ja? Er hat sich lang ausgeschult in die Dosiker Kreisen, aber an Erich zu 20 Jahren hat er verlassen die Yeshiva-Welt, und das ist gewesen sehr entschlossener Beschluss von seiner Seite. Er hat schon nicht gefühlt, als das ist noch eine Welt, was kann ihm zustellen, die Emerson, was er hat gestrebt zu sehen. Nachdem wie er hat verlassen die Yeshiva-Welt, hat er sich umgekehrt in sein Heimstadt Wilne, und dort in die frühen 30er Jahren hat er in der Emerson angehäuben mit seiner literarischen Karriere. 1932 ist sein Debüt wie ein Schreiber mit dem ersten publizierten Lied. Und in die dosigen Jahren an den 30er wird er was einmal aktiver wie ein Poet, und er gliedert sich ein in eine literarische Gruppe, was hat sich gegründet in Wilne und hat euch geheißen Jung Wilne. Die dosige Gruppe hat sich der Iker nicht konzentriert darum, etwas ein beschutfestigen künstlerischen Manifest, nur alle Menschen in der Gruppe, was seinen gewähnt, ich Schreibers, ich Künstler, ist gegangen in ein Prinzip, und der dosiger Prinzip ist gewähnt als Jetzire Schaffung, sie das ist Literatur, sie das ist Kunst, darf dienen der Gesellschaft. Sie darf abspiegeln gesellschaftliche Probleme und Themen und nicht sein nur Kunst, lechem Kunst.
Auch das ist sehr wichtig. Und wir werden sehen Beispiele von diesen Aspekten in Chaim Grades früher poetischer Schaffung, wenn wir werden später zugehen zu ein paar konkrete Dogmas. Ist, wie gesagt, Chaim Grade Tage gewesen zum Anhieb von seiner literarischen Karriere ein Poet. Und ich streiche das stark unter. Er hat BMS in die Jahren bis dem Ausbruch von der zweiten seit Meuchel Weltmilchome nicht geschrieben, kein Prose-Texten. Er hat bewiesen, bis 39 zu veröffentlichen 2 Bücher und beide Bücher haben enthalten poetische Schaffungen. Die erste Publikation ist aus 1936 unter dem Titel Ja, sehr dynamisch, sehr entschlossen und mit einem optimistischen Guck oder hat einen kämpferischen Geist in der Zukunft. Und die zweite Publikation 1939 ist gewesen eine lange Poeme mit dem Titel Mussernikes. Und das ist ein Poeme, was hat ihm in der Emerson zurückgeführt zu seiner Erfahrung in der Musserbewegung und spezifisch in der Novorodoker Yeshiva, wo er hat allein verbringt etliche gute Jahre. Die Milchome, weißt ihr, ist in Wilna in der Emerson noch angekommen in der Form von einer nazischen Okkupation in 1941 und gleich mit dem Hereinfall von den Deutschen in Wilna beschließt Chaim Grade zu entläufen. Und das haben damals getan, junge Jiden, also solche wie er. Er ist in dem Moment schon ein Hassene gehabt. Sein Weib, fromme Liebe, ist mit ihm, aber sie beschließen, als er wird entläufen allein. Und auch seine Mama, Welle, bleibt er lässt sie beiden in Wilna und er entläuft in Rattenverband. Und also in der ganzen Ratte wird er sich euch durch die Jahre von der Zweiten Weltmilchome beschaß die 2 Frauen, was seinen ihm gewesen, also Teier, die Mame, das Weib, kommen In Rattenverband verbringt er die verschiedenen Jahre in verschiedene Orte. Er wird verworfen auf viele ganz bis in tiefen asiatischen Misrach von dem Rattenverband, aber er verbringt auch eine gewisse Zeit in Moskau und in die alle Jahren bis in der Emerson bis so von der Milchome und viele bis 1946, wenn er verlässt wieder dem Rattenverband, ist er weiter aktiv wie ein Poet. 1946 kehrt er sich kein Wilna, er sieht, dass dort ist schon ein Stock in Zukunft für ihn. Er beschließt zu verlassen Misrach-Europa, aber nicht, er wird noch haben eine kurze Stanzie in Polen. Er wird sein der Iker in Lodz, wo er wird verbringen eine kurze Zeit, bei ihm ist gezählte Chadoshim, und danach beschließt er, wie eine Sache von seinen Bekannten und euch Kollegen Schreibers euch, wie er von Wilna, Lemoschel Schmerke Kaczerginski und euch Avrom Sutzke, was ist euch aber der bekannt, beschließt er, wie sie rüber zu fahren in Paris. Und Paris wird seine letzte Stanzie in Europa, wo er verbringt an 2 Jahre, nicht kein volle 2 Jahre. In 1948 wird er verbeten, Anteil zu nehmen auf dem allweltlichen jüdischen Kongress, was wird vorkommen in New York in demselbigen Jahr. Und er nutzt aus die dosige Gelegenheit, er fährt auch in Norwegen Anteilnehmer, aber er wird schon ausnutzen die dosige Gelegenheit, zu bleiben in New York. Und New York ist seine letzte Stanzie in Leben und dort hat er geschaffen, so von die Prose-Schaffungen, was er hat geschaffen, danke noch 1950. Er starb in New York in 1982. Das ist sein Lebensmarschrut und ihr seht, also die auch verschiedene Stanzies, wo er hat durchgemacht, verschiedene historische, bessere oder ärgere Momente. Ja, ich habe über Wilna, Rattenverband, zurück
in Wilna kurze Tkufe in Polen, Paris und New York. Und jetzt lassen wir einen Guck geben einen schematischen Guck auf die Publikations, was beweist zu veröffentlichen bemäßig von dem dosigen, sehr reichen Leben und auf die verschiedenen Stanzies, wo hat sich abgestellt. In Wilna sein ein junger, unheber Literat, hat wie gesagt, bewiesen, bis der Milchome zu veröffentlichen 2 Publikations und beide seinen Gewinn in poetischer Form. Die erste ist Gewinn die Sammlung unter dem Titel Jo, was hat reingenommen, Sach relativ kurze Lieder. Und die zweite Publikation ist in der Remsen Gewinn ein lange Poeme, wie gesagt, unter dem Titel Musernikes. Und trotzdem hat Avade in Meschach von die 30er Jahren, wie es ist gewesen, angenommen, veröffentlicht da und dort Lieder und da und dort meine ich in verschiedene Zeitungen und literarische Journalen. Aber lassen wir gedenken, also bis dem Ausbruch von der Milchome hat sich gewesen mit Poesie. Und ist gewesen bei ihm sehr verliebt, also sozusagen, allein verliebt in dem dosigen Genre. Fest übergezeigt, dass das ist seine Zukunft, sein Poet. Wenn ist in Rattenverband, in Meschach von der Milchome, wird manchig sein in dem dosigen Genre und wird anschreiben nicht wenig Lieder, was charakterisiert aber sein Jezire, was beweist anzuschreiben in dem Rattenverband, sein die Apolit ist, als sie wird was einmal länger in Vernehmen. Das heißt, sie ist noch als Poesie, aber mit einer Tier wegzugehen von gar kurze, tanzestige Lieder und gicher sich zu vernehmen mit Schaffungen, was wären länger, was einmal länger und sie nehmen oft an schon das Poem von einer Poeme. Danke. Wenn kommt, kein Polen und danach der Iker Paris, wird sich euch weiter vernehmen mit Poesie und das ist schon die Nachmichomedike Tkufe. In der Nachmichomedike Tkufe können wir bemerken, als hat Sachakel veröffentlicht 6 Poesiesammlungen. Die erste davon ist heraus in Lodz, in Polen, hat schon in einem Moment, wenn allein ist in Paris, aber dort hat konzentriert und herausgegeben, der Iker Lieder, was hat angeschrieben, schon nach sein Umkehren sich von Rattenverband in Wilna und der Iker in Polen, Lodz. Und danach, wenn ist schon in Paris, veröffentlicht noch 5 andere Bücher, was seien alle poetische Bücher. Und sie werden veröffentlicht in verschiedene Orte. Sie das ist in Paris Gouffé, sie das ist in New York oder in Buenos Aires. Ja? Aber Tage in die Jahren, in die ersten nachmichomedike Jahren, von 45 bis 1950, reden wir bei MS wegen einer Schäfe-Publikation. 6 Bücher, das ist nicht keine Kleinigkeit. Versteht sich, reden wir oft mal wegen Bücher und nicht keine dicke Band. Aber die alle Bücher nehmen rein ausschließlich poetische Jezire. Und von 1950 an, und ist schon 2 Jahre in New York, von 1950 an wird sich mehr widmen dem Genre Prose. Und in Meschach von die weiter dicke 20 Jahre wird herausgeben 7 Proseband, sie durch seinen Erzählungen, sie durch seinen ganzen Romanen, aber es wird dominant der dosiger Genre, Prose, mit welchen vernimmt sich jetzt nach der Milchome. Und in die nachmichomedike Jahren von 1950 an wird herausgeben, nur entgegen die 7 Proseband 2 poetische Bücherpublikations. Das ist das große Bild an Erich. Und was wir kennen der sehen von dem ist eine Entwicklung. Und bald werden wir sie euch sehen, wie sie spiegelt sich ab in die Jezires-Gouffé. Aber die Entwicklung ist, als in die farmichomedike Jahren ist gewesen ein ausschließlicher Poet mit einer klaren Orientation zur Poesie.
oftmals giche kurze Lieder und לאו דווקא lange Poemes. במשך die Milchome Jahren hat Netie zu schreiben, was einmal länger. Und das geschieht in einer Situation, wenn ist ein Polit, ist entlaufen, ist geblieben ohne Heim von einer Seite, ist ein Navenat, ein verblondeter ein bisschen. Von der zweiten Seite weiß durch Jedias, was da gehen zu ihm, wegen dem angehenden Hoben in sein amoliker Heim. Und die zwei Aspekte, von einer Seite sein heimlos und ein Navenat, und von der zweiten Seite wissen die, dass halt ihn verlieren eine ganze Welt, versteht sich auch die Mischpoche, aber bichlal, eine ganze Welt, was ist gewesen sein Welt, die zwei Aspekte, seinen sind euch geuren bei ihm, als hat aber dürfen nicht herauszulassen sein Weitig und sein Unsicherheit und euch sein Treue in seine lange Poemes. Die dosige Aspekten kennen, erklären in einer gewissen Maß, für was nimmt sich Schreiben, was einmal längere Jezires, noch als poetische und was sehr Funktion ist, Doppel, von einer Seite, ausdrücken, wie verloren fühlt sich in seiner Situation, in sein Goles, im Rattenverband, und gleichzeitig, wie stark bewähnt dem Hoben von dem jüdischen Mizrach-Europa. In Paris, was ist eine Zwischenstanzie, ist weiter aktiv poetisch, wie wir haben gesehen, und sehr schöpferisch. 6 Publikationen, auch das ist nicht keine Kleinigkeit, in Meschach von 5 Jahren, ja, aber dort konzentriert sich weiter nach der Milchome auf Poesie und nur wenn ist in der neuen Heim, in der neuen Welt, in Amerika, euch mit einer größten Distanz in der Emerson zu der alten Heim, was versteht schon, hat verloren, geht rüber befeirisch und in sehr hoher Maß auf dem Genre Prose. Und jetzt lassen wir ein bisschen konkreter gucken auf verschiedene Dogmas von den verschiedenen Kufes in die 2 verschiedenen Genren und lassen wir sehen, nicht nur wie also schreibt in jedem Genre, nur wie es bei sich öfter nicht nur seine Thematik, nur auch sein Loschen. Und beim Sof werden wir proben, verstehen, für was hat gehalten als Arbeit und als Übergang von Poesie zu Prose, verwichtig in die Momenten, wo hat sich entschlossen dazu. Lassen wir ein bisschen lehnen zusammen, ein bisschen von seiner frühen Schaffung. Und ich habe euch gegräht, seid mir Meuchel, das ist noch nicht der richtige Dokument. Ich habe euch gegräht die Texten also, als ihr sollt euch können mitlehnen. Und heute ist eins von den frühen Lieder von der Sammlung, ja, heraus, ich der Mann auch in 1936. Und ich will es euch vorlesen im Ganzen. Ihr seht, das dosige Lied, was heißt Hey Chaver gerade, ist nicht sehr lang. Es endigt sich da. Ja. Und geht daher auf den Ton, auf der Dynamik, auf dem Message und euch auf eine gewisse Zweiponimdigkeit. Weil nicht geguckt auf der energischer Dynamik, wird ihr vielen als seinen Momenten, wo sind ein bisschen ruhigere, ein bisschen vertrachtere. Hey Chaver gerade. Hey Chaver gerade. Hey Chaver gerade. Komm, schließ dich an der Reuterbrigade. Es fressen die Mais in dein Kammer die Sphorim und dir fresst die Zeit wie Achwalle dem Breck. Es kehren sich in die finstere Quorim deine verlorene Teg. Hey Chaver gerade, komm, schließ dich an der Reuterbrigade. Die Neut und die Nacht und wälzt alle 4 Seiten, jetzt führt zu der Arbeiter von,
zieht on mit dein Aufmarsch die nachtige Weiten und zieht sich allein noch dem on. Hey, Chaver gerade, komm schließlich on der Reuterbrigade. Dir schrecken die Massen mit Bixen? Du cholemst dein Kopf auf die Hand von Feldern mit grünen Gewichsen? Du weinst? Intelligent? Hey, Chaver gerade, komm schließlich on der Reuterbrigade. Nu, ich mein, als ihr hört sehr gut, versteht sich dem politischen Geist, was bloßt uns entgegen stürmisch von Srof von die Schures in dem dosigen Lied. Und mit dem dosigen politisch befarbten Geist stellt sich rein das dosige Lied sehr gut in eine ganze Reihe von seinen frühen Lieder, was er hat geschrieben, ich der Mann euch sein, dich euch ermittlich in Jung Wilne, was ist Tage gewesen, eine sozial und politisch engagierte Künstlergruppe, ist seine frühe Lieder seinen voll mit dem Proof, sich Tage anzuschließen an der Reuterbrigade oder an die politische Winden, was seinen sehr aktuell und frisch in die 30er Jahren. Ja, mir fehlen eine klare Nettie zu Sozialismus und Kommunismus. Und lassen wir das halt in Sinnen, weil wir wollen sehen, wie gerade Beziehung zu Sozialismus und speziell zu Kommunismus wird sich haben gebeten, nachdem wir wird ein in Rattenverband und wird sich umkehren und wir wird gucken auf dem, ja, mit, lassen wir sagen, 10 Jahre später, 15 Jahre später. Aber da ist der Jünger, gerade ja 20 Jahre alt, mit der Smitschik, ist reingetan in den politischen Zeitgeist. Hotsch, wir sehen euch da in dem Lied solche Atavismen von seinen früheren Over, dem Over wie ein Yeshiva-Bocher, dem Over wie ein Intellektual, ein Geistmensch, was vernimmt sich da mit Zworim, mit Ruchnies, ein Intelligent, wie wird da ein bisschen ironisch angerufen, ja, aber wie stark enthusiastisch das dosige Lied mit dem übergehaserten Haver gerade soll uns nicht klingen in die Ohren. Es klingt mit ein stillerer Ton, was ist sehr typisch vergraden und was ist noch als ein Bund, was verknüpft ihm mit mehr ruchniesdickeren Aspekt von Leben, was ist nicht politisch kämpferisch, was will bleiben zwischen die Sforim oder Bücher, aber will sich nicht zu stark reinmischen in Kampf, beschem etwas ideologische Zielen. Ja, mir fehlen eine leichte Zerrissenheit da. Was bleibt subtil, aber siehst du. Und seid mir mal, ich will nicht gerne reinkriechen mit euch in alle poetische und bichlal später auch literarische Pitschifkes legabe der Prosa, auf dem haben wir nicht die Zeit. Wir wollten gedacht, der ganzen Heute-Seminar wegen Heimgraden und Escherei, jährlichen Seminar. Aber ich prüfe euch weisen die Sachen ein bisschen auf den Spitzmesser und später wird ihr mir geben zu wissen, sich ob euch ein bisschen heute gekannt überzeugen, sie nicht. Ein anderer Dogme von a früher Lied seins, Tage von derselbiger Sammlung hier, ist ein Lied mit dem dosigen Titel Welt in 1934. Und wenn wir lernen dem Titel, der meinen wir sich gleich in der Geschichte in Europa, in dem dosigen Jahr, was ist ein Jahr nachdem wie Hitler ist gekommen zu der Macht. Und Tomer, wir haben nicht die direkte Assoziation mit dem, was tut sich in Deutschland, hilft uns der Mechaber und gibt uns einen klaren Remes zwischen Klammern am Untertitel. Schreibt an die dosige Jezire mit dem Gedanke wegen die Entwicklungen in Deutschland, aber nicht nur, weil durch seinen Titel gibt uns zu wissen, als ist übergezeigt, dass das, was tut sich in Deutschland, hat Konsequenzen, nicht nur auf Europa, nur euch Haspoes auf der breiteren Welt und Konsequenzen
für jeden einen in der Emerson. Und jeder einer wird gedacht, sich aufwecken und aufträßeln und werden bewusstsinnig zu dem, was tut sich herum und nicht weiter vertieft in seine eigene persönliche und egoistische Unionen und öfter noch in seine Bedürfnisse, was scheich schwolltog. Ist das Lied, wird Tage von einer Seite aufweisen auf sehr an scharfen Öfen, was seien die akute zum Schlechten, ja, schlechte an politische Entwicklungen in der dosiger Zeit und gleichzeitig wollen wir euch sehen da eine gewisse gesellschaftliche Kritik klappe der Bevölkerung, die Menschen, die Individualen, was heute die großen Politiker führen ein, Schinuim, was wir haben, als solche große Ansprüche auf sehr Privatleben, führen sie sich weiter wie gar nicht wollt gewählen und sie genießen dort, wo sie kennen und wenn sie kennen, dem Luxus von Leben. Seien die im Ganzen gleichgültig zu die politischen Geschehnissen. In dem steckt eine klare Kritik und wir wollen nicht lernen das ganze Lied, weil es ist ein bisschen länger, aber ich will euch noch vorlesen die ersten 2 Strophes, was spiegeln gut ab die Richtung, in welcher das ganze Lied wird weiterführen. Welt in 1934, Mai. Vögel fahren sich in frühlingdicken Nächten. Keulenwerfer schwangeren mit Blei. Reute Demonstraties, weißblaue Protesten. Kroppe Welt in Käten, ich bin frei, frei, die Gassen mit mein Langweil euch zu mästen. Radio, Jazzband, kalter Creme, schlanke Freuen seinen itz modern, macht sich dir Stamm, Reibfleisch, nehm, allenfalls nicht Cholem von die Stern. Als der Seide ist gestorben auf Kiddush Hashem, darf der Einikel beim Himmel schweren? Ich hoffe, dass die kurze Dogme hat euch gekannt geben, a kleinen Schmeck, ja, von gerades in jene Zeiten ungespitzt Bewusstsein legabe die gesellschaftlichen Probleme und die politische Entwicklungen. Das heißt, euch da ist ganz getreu zu dem Credo, was die Jungwilner haben nicht bei MS kennen und nicht veröffentlicht wie ein Manifest, aber was in welchen sie haben ja gelebt, also in Animaimin als Kunst darf sein, sozial engagiert und da haben wir das, ja, mit a ganz scharfer Kritik, was der Poet verruft ausdrücken, klappe seine eigene Lehners, ja, kedei sie aufzuträßeln, ein bisschen. Ihr seht, als die Sprache bis jetzt ist gewesen euch sehr typisch für die Jungwilner, was haben gewollt reden zum Volk, kedei überzugeben, klare Messagen und das Partei reden in einer klaren Sprache. Nicht zu viel zu komplizierte Metaphern, nicht zu viel zu komplizierte sprachliche Ausdrucken, ja, eine ganz zuträgliche Sprache. Wie eine letzte Dogme, konkrete Dogme, will ich mit euch lernen. Mamisch, nur dem Anheb dem Sof von Arjezire, was ist euch heraus in Buchform in 1936, seit mal in 1939, die Musernikes, das zweite Buch von Farder Michome, und da kehrt sich in der Emerson gerade in einer langen Poeme. Die ganze Poeme ist das ganze Bücher, ja. In einer langen Poeme kehrt sich da zu sein alter Yeshiva-Welt. Und tut das auf einer kritischen Eufen. Hat verlassen die dosige Welt, zulieb a kritischen Guck auf ihr. Und ist gewesen beim Sof, wenn ist weg von jener Welt gewesen, übergezeigt, dass die dosige spezifisch Musterbewegung macht kalle das Menschliche, was in die Yeshiva-Bachurim, ja. Also sie verwandelt sie in zu strenge Menschen, was sagen sich ob auf einen unnatürlichen Eufen von natürlichen Bedingungen von Leben und sie wären in der Emerson als Menschen. Und in seinen Poeme, die Musernikes,
kritikiert das, nur tut das fort von innen wenig und euch mit Gefühlen von einer gewissen Derech Eretz. Chotsch kritikiert die Welt, beut sein Poeme also, als wird einführen die Kritik ganz behadrogedig. Wird koidem kol schaffen oder proben schaffen ein authentisches Bild von der Welt, was hat gekannt von innen wenig und zu lieb dem ist mesugel zu schaffen, also authentisches Bild. Und später wird durch verschiedene Vorstellungen von die jechidische Yeshiva-Bachurim, was wird schildern, weisen, wie die Entwicklung von die dosige Gestalten geht in, laut seiner Meinung, in eine falsche Richtung. Die Sprache jetzt wird avade schon a Sach loschen koidestiker, koidem kol, weil darf abspiegeln a Welt, was hat gerät, in andere Begriffen und in anderer Sprache. Und ein Teil von der Authentik ist, dass euch das halten sich bei dem Nusser von die Yeshivas, ist die Sprache wird sein in ganz ein anderer da. Und ihr wird sehen, dass sie wird sein ein bisschen mystisch befarbt euch. Ist der Anheb, Wiederkoll, ein Echo, was hört allein, sein die schon weit von jener Yeshiva-Welt, aber was hört und was der dosige Echo zieht ihm zurück in der Welt und wird ihm treiben zum Verschreiben, die dosige Poeme. Der eldicke Regen räuscht, die Wolken ziehen, wie ein Eide zu einer heiliger Leweihe. Sie ist finster, und mein Herz hat sich zerschrien, wie in a Kurve, a verjockte Chaie. Es ist finster, und mein Herz hat sich zerschrien mit dem Nicken von Balmusereb Bechaie. Fehlt, etwas zieht ihm, aber gleichzeitig fehlt als das, was zieht ihm in eine Richtung zurück, was hat Meure vor dem, aber sie ist ihm auch heimisch. Hört ein Nigen von Balmusereb Bechaie, was hat gehabt mit ihm zu tun, beschassen lernen in der Yeshiva-Welt. Die dosige, der erste, die Hagdome von der Poeme in der Emerson, endigt sich mit die dosige Schures. Es klettern zum Himmel auf ein eigenem Geschrei die Sien von Ukraine, Lite, Polen und Wolin. Und da bezieht sich gerade zu die Yeshiva-Bachurim, was sie klettern zum Himmel, sie steigen in sehr Limit, aber es geschieht in der Form von einem Geschrei, was ist nicht nur ein Geschrei von Emune und von guten Gefühlen. Es ist in seinen Augen ein Geschrei von Jiesch und von Untergang. Und da in der Oschure sagt an, dass etwas amin Psure, als die dosige Yeshiva-Bachurim seinen vermischet zu etwas, was in seinen Augen ist ein Untergang. Und drückt es aus, erkennt das in seinem Geschrei, was ist nicht natürlich. Was halt sie vermacht in einer Welt, was hat für ihn nicht keine Zukunft. Das ist ein bisschen ein kurzer Reinguck in sein Milchome die Karriere. Ich will unterstreichen, als es ist gewesen noch ein Jezire, was hat verfasst und nicht bewiesen herauszugeben, vor der Milchome. Und euch später können wir nicht beschlossen, sie zu publizieren, sie hat einen gewissen beteiligt, und ich will euch noch auf den Spitzmesser sagen, als sie hat geheißen Churbin und ist gewesen eine dramatische Poeme, noch als der poetische Genre, und als in der dosiger dramatische Poeme, wie es sagt uns schon der Titel, Churbin, Kläumerst, ein geografischer Nomen, was in ihm erkennen wir Avade, dem Churben, wie gesagt, geschrieben in 1939, in der dosiger Poeme, hat in der Emerson gezeichnet, amin antizipierendig Bild, amin Ahnung von etwas erhoben, was wart auf der jüdischen, misrach-europäischen Gesellschaft. Das sind harbe Wörter, und ich habe nicht die Zeit, tiefer reinzugehen in dem, aber es ist interessant und wichtig,
zu wissen, als hat euch angeschrieben, als Sach. Das heißt, erf der Zweiter Weltmilchome ist Chaim gerade gewesen, ungeladen mit sehr schweren Gefühlen, was scheich der Realität von die misrach-europäischen Juden und euch sehr Zukunft. Das ist wichtig. In der Milchome schreibt wie ich habe euch schon gegeben zu verstehen, längere Jezires und ich will mit euch reingucken in a Dogme davon, was wird euch abspiegeln sein Gefühl von Verblongetkeit und sein verlorene Matze, wie Apollet, was ist geblieben ohne Heim und was fehlt vor uns, als wird schon nicht wieder gefunden, die dosike Heim, was halt in Horef wäre. Und fragt sich in der dosike Rezire euch, legabe der Funktion von dem Poet, für sein Volk und dem Jiddisch-Poet befragt. Und wir dürfen Tomik halten in Sinnen, als für die Jiddisch-Poeten ist gewesen der Churben Misrach-Europa noch ein Zugabklapp, weil nicht nur sie haben verloren Mischpoches und Teire Chaverim und Menschen, nur sie haben verloren die Zivilisation, in welcher sie haben gekannt, sein schäferisch. Und mit dem, in der Emes haben sie gekannt, meinen, sie verlieren sehr bescherte Rolle. Lass mir sehen, kurz und scharf, was wegen was schreibt sein Dick 1943 geht's tief in Rattenverband. Verwemmen schlagt der Qual in die Gebirg und spielt in Nacht Levoneke auf Steiner wie auf Harfen. Als weit in Midbar fällt der Wanderer und fühlt, wie die Gedärme seine brennen salzig sarfen. Verwemmen blitt der Bäum dort weit von weg beim Sumpf in Treuerig und treuerig ist euch ihm vor der Wasserlilie. Der Waldgehilch zu ihm, der keikelt sich schon dumpf, stummt und euch die Wasserblume verwelkt, a Stille. Verwemmen weiß der Vogel sein Vermest in Flieh, die Pracht von seinen Fliegel, Gold und Bläu kolliert, als unter ihm ist Midbar Heuler samt geglie. Und jetzt kommt zu dem Iker, nachdem wir hat gesagt, dass die Schönheit von Natur hat nicht kein Tachles, ob es ist nicht da, wer es soll das abnehmen, die Schönheit von der Natur. Verwemmen singt der Dichter in einem fremden Land, wenn auf sein Ponem liegt der Asch von Heimruinen. Sein Bänkschaft ist doch fremd, sein Sprach ist nicht bekannt. Singt wie in Gebirg a Qual, die Tränen rinnen, setzt die Teute Freund, sie zittern von Lust, sie warten, soll sie rufen, weil die nehmen, und da klingt ob sein Lied, wie in einer Kurve Pust. Verwemmen. Seht ihr schon, als es kommt auf ein gewisser existenzieller Sofek. Und wenn kommt zurück nach der Milchome und gefindt in Churves, sein alter Heim in Wilna und später weiter wandernd in Polen, seht euch ein, speziell nach dem Kelzer Pogrom in 1946, als es seht euch, als für jeden wird keine sichere Zukunft in Misrach-Europa nicht sein und für ein Jiddisch-Poet wade nicht, fühlt sich bestätigt in sein Meure, was hat ausgedrückt, Le Moschel in Asa Lied, angeschrieben in dem Rattenverband. Ich mache einen großen Sprung, weil ich sehe, dass die Zeit antrinnt uns und ich will zukommen zu der noch Milchome dicker Tkufe und speziell zu dem Übergang zu der Prose. Wir gedenken, als in die ersten noch Milchome dicke Jahren schreibt Konzentrierterheit Poesie und die dosige Poesie ist gewidmet in der Emessen dem Beweinen von sein Volk. Es ist, noch anandike Kine
was drückt aus, und wird dort schreiben wegen der umgekommenen Welt von Wilne, wird dort schreiben wegen seiner umgekommenen Teile, wird noch euch schreiben, ein bisschen eine längere Jezire, wegen die polnische Städtler, was hat, sieht vor seine Augen nach der Milchome, durch sie Korn, wie sie seinen Gewinn einmal, und setzt sie, wie sie seinen Itzter, und wie sie wollen schon bleiben nach der Milchome, daheine nur mit einem Abhilf von jüdischen Leben, was die Spuren von ihm seinen verseht und verspricht Tum über die dosige polnische Städte, aber sie wollen noch bleiben Spuren. Das ist der Iker, die Thema von der noch Milchome-Diker Poesie. Und was tut sich, wenn beschließt, rüber zu gehen zu dem Prose-Genre? Und das tut wie gesagt, bei Emes, nur wenn hat sich schon rübergezogen, 1948 in New York. Und die erste Prose, jetzt hier ist, erscheinen von 1951 an. Die erste wichtige Prose, was publikiert, ist dafür sehr ein kurzer Essay, eher ein Essay wie eine Erzählung. Es ist ein philosophischer Essay in literarischer Form, was heißt Herrschrasseiner, und in dem dosigen Essay erzählt wegen einer Gestalt, was ist inspiriert in seinem Kollege von die amolike Yeshiva-Jorn, was trifft. Einmal Vater Milchome, aber seien dich schon ein Jiddisch-Schreiber, seien dich schon ein von dem rechten Weg, und trifft dem dosigen Yeshiva-Bocher, was ist noch alt geblieben, ein Yeshiva-Bocher, und sie führen einen scharfen Schmues wegen Gottes Existenz und wegen dem, was derich ist besser, zu bleiben auf Rumerit und zu bleiben der Iker, ein Yeshiva-Bocher von der Musserbewegung, oder rauszugehen auf dem freien Derech. Und es entwickelt sich eine scharfe Diskussion, in welcher der Yeshiva-Bocher sagt unser Chaim Graden, als wie ein säkulär gewordener Jiddisch-Schreiber, Poet, tut in der Ermessen puste Sachen. Das als wird nicht kein Tachles, und wird auf ewig bleiben ein Verlorener, weil wird damit fühlen, als etwas fehlt ihm, und wird das, was meint zu gefühlen durch säkuläre Literatur, kann man nicht gefühlen. Der Essay endigt sich mit einer Wiederbegegnung von beiden Gestalten nach der Milchome. Und es kommt zu einem sehr scharfen Wörteraustausch, was ich will nach dem Siem davon euch vorlehnen. Und ihr werdet verstehen, von dem Siem ein bisschen, auf dem Spitzmesser werdet ihr verstehen, was wird sein, gerade aus literarischer Perspektive von jetzt auf weiter, und für was beschließt, rüber zu gehen, von dem dosigen Moment an mehr zu Prose. Und lehen ich, das Bläue und der Not das Gele, beim Sof, Reb Hersch, mir seinen alter Chaverim von der Yeshiva. Ich gedenk, wie einmal hab ich verloren das Säckel von meinen Tfilen. Ich seid demalt nicht gegangen essen, kein Frühstück, und ich hat es einen halben Tag herumgesucht. Aber ich hat es nicht gefunden. Ich hab sich eingeschaffen an andere Säckel zu meinen Tfilen, nur ihr sucht noch als jenem Säckel von mein Shel Yad und Shel Rosh. Gedenkt, Reb Hersch. In die Parshayos von mein Shel Yad und Shel Rosh steht angeschrieben der Klal Israel, und meint nicht, Reb Hersch, als uns jüdische Schreiber ist leicht. Uns ist schwer, sehr schwer. Das Unglück hat uns alle men gleich getroffen. Nur ihr hat auf als eine fertige Tschuwe, und wir haben noch nicht verantwortet alles Fakes. Und wer weiß, sie mir wählen sie, wenn nicht ist verantwortet. Aber dem Klal Israel dienen wir. Gott erweist uns oftmals sein Rücken. Ihr sollt wissen sein, als die einzige gebliebene Freude in unser Leben ist unsere Schaffung, unsere Jezire. Und durch alle Jesurim von Jezire ziehen wir sich zum Volk.
Und in ein paar letzten Sätzen, kidei abzuschließen und euch zu geben, fort noch die Gelegenheit auf ein paar Scheiles und Tshuves, will ich ausnutzen dem Osof von dem ersten Prosestieg, was gerade veröffentlicht, dem dosigen philosophischen Essay. Ich habe gehört, manchmal in die letzten Wörter, als gerade drückt euch als ein Gedanke, als die Jiddisch-Schreiber speziell ist schwer zu finden an Antwort auf dem, was weiter nach dem Hoben. Sie haben nicht keinen Gott, zu welchem sie können zu welchen sie können antrinen und bei welchen sie können gefinnen Amokem Miklet und gefinnen klare Tshuves. Sie dürfen sich allein durch ihre Jetziere der Arbeiten, die Tshuves. Und für Chaim Graden ist die Prose geworden ein Genre, was hat ihm erlaubt, zurückzugehen, oder lass mir sagen also, zu gewinnen ein Tshuve auf der Frage, was weiter noch 45, was weiter wie ein Jiddisch-Schreiber. Und die Tshuve in seinem Fall ist gewesen, als er will nicht bleiben stecken in ein Sinnegefühl zu dem, was ist geschehen. Er will nicht bleiben stecken in ein Gefühl von ewig beweinen, was das hat er getan in der Tekefdiker noch Milchomediker Poesie. Er will gefunden an Eufen wie, Aleph, zu verewigen die choreve idische Welt, aber nicht nur die, was ist umgekommen, nur die von früher, die, was ist gewesen lebendig. Und wie kann er sie verewigen, abspiegeln ihre Lebendigkeit? Und wie kann er bleiben mit der Immune zu seinem Volk und zu einer fruchtbardiger Zukunft von seinem Volk und euch von seiner heimischer Kultur, was ist gewesen die Kultur von jüdischen Wort. Und auf dem hat er gefunden, dem Entfer in Prose. Die Prose hat ihm ermöglicht, zu schaffen, breitere Erzählungen und breitere Romanen, in welche er hat abgespiegelt Porträten in der Emerson von der untergegangenen Welt, aber auf sehr lebendigen Öfen. Und der lebendige Öfen hat sich ausgedrückt in der Form von Dialogen, was er hat gekannt, anwenden in einer breiteren Proseform, in breitere, längere Schilderungen von verschiedenen Gestalten und sehr psychologischer Komplexheit, was das hat ihm die Poesie nicht so stark erlaubt. Und er hat gleichzeitig gekannt in Prose, sich mehr den Nentern zu sein Kavone, auszuschöpfen, dem breiten und tiefen Jam von der Zivilisation, was ist untergegangen und welcher er hat gewollt abgeben, Covid. Es ist gewesen klar für ihn, dass er wird das kennen und nicht kennen, bei ihm es ausschöpfen und authentisch vorstellen, die Ganzheit von dem, was ist mehr nicht da. Aber das Rachwes von dem Prose-Genre hat ihm erlaubt, ein bisschen stärker sich zu der Nentern, zu dem dosigen Ausschöpfen wie eine literarische Kavone, das hat sich bei ihm auskristallisiert, wie der poetische Genre wollte ihm erlaubt. Das ist das, ich will sich abstellen da. Ich hoffe, dass ich euch bewiesen anzuwerfen, etwas beugen und ein bisschen übergeben die Entwicklung, was er hat durchgemacht. Was ist kentige Entwicklung von Poesie zu Prose und für was. Einen schönen Dank für Zuhören sich. Miriam, einen größten Dank dir. Lass mich anheben mit der Frage wegen deiner Arbeit bei dem Grade-Archiv. Kannst du uns erzählen ein bisschen wegen dem? Was ist gewesen deine Rolle? Und wie er soll das da bekannt mit seinem Werk Ponemel Ponen, physisch, dachte ich mir in der Diere allein? Nein, ich habe schon nicht solche gewesen, zu sehen die Tiere. Was war da gewesen, eine große Überlebung, aber nein, ich habe begegnet die Materialien, wenn sie seinen schön gewesen, in die Kästelach, in die Ivo-Archiven. Und dort ist gewesen meine Arbeit in der Remission, das gewesen ein größer Covid zu sein, die erste, was hat gedacht, das voneinander schäden
voneinander einsadeln, ja, proben sehen, was ihre Manuskripten können man rein rechnen in welcher Kategorie. Und Bichlal seien das gewesen in der Emerson, also ein bisschen wild zerworfene Blätter oftmals, was man hat gedacht, nicht einmal Bichlal, koidem kol, ein bisschen überlernen, dechiffrieren und sehen, was geht mit was. Ja, welche Blätter gehören zu ein und derselbe Karriere. Als Sachen seien gewesen ausgemischt. Die Arbeit ist gewesen sehr, sehr spannend. Ich wollte gekannt schon lang reden wegen ihr. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich auf dem Mal gehabt die dosige Gelegenheit. Und ich will noch sagen, eine kurze Sache, es ist damit gedeiht zu nichtern in solche unbarrierte Archiven, weil man gefindet ganze Äußeres. Und ich habe da euch gefunden, nicht winzig wichtige Korrespondenz, aber euch da verschiedene Skizzen von Jezires in die verschiedenen Stapeln. Und ich meine, es seien viele dort und da noch solche Xaviaden, was ihnen kennen und nicht bei MS publiziert geworden. Meinst du, summieren die sein Werk, als wollte allein gewinnen, zufrieden mit dem Övre, mit dem Werk der Ganzkeit? Das heißt, mit dem Starben plötzlich kann man nicht sein zufrieden, aber mit dem, wie viel hat aufgetan und was hat aufgetan bis dem gewissen Punkt, bis 1980, als ist weg von der Welt, meinst du, als hat der gerecht dem Ziel, was, wie du verstehst, dem, was gewinnt sein literarischer Ziel? Ich meine, als große Künstler seien kein mal nicht zufrieden, oder der gehen kein mal nicht zu dem bewusstsinnigen Moment, wo sie können sich sagen, ha, ich habe abgetan meins. Aber es ist interessant, dass die größere Publikations oder herausgeben, etliche gute Jahre älter ist gestorben. Ja, das ist nicht so, als hat die letzte Publikation herausgegeben, mamisch kurz vor sein Tod. Und für was bemerke ich das? Weil es ist gewesen, eine längere Kufe, wo hat gar nicht publiziert und wir wissen nicht genau, sie hat in die dosige letzten Jahren von seinem Leben schon nicht mehr geschrieben. Was wollte öfter gekannt sein, an min Antwort auf deine Frage, der Heine, also hat sich schon auf etwas an Eufen abgestellt und gefühlt, dass hat bis dahin, ja, hat kann und schon, hat schon getan sein, hat noch gehabt etwas in Gang, das kann man nicht bei uns rekonstruieren, euch nicht da reingucken in dem Archiv und in die Materialien. Aber ich meine, als die Chefe, ja, durch der Chefe von der Prose speziell, wo hat bei MS bewiesen zu verewigen die verschiedensten Aspekte und Penemer auf sehr lebendigen Öfen von dem amoligen speziell Wilne, aber auch misrach-europäischen, jüdischen Leben, hat aufgetan als Sach. Ja, und ich wollte noch gekannt zugeben, etwas, aber öfter ist gedei, ich soll warten mit dem auf später und sich widmen andere Fragen, die Zuhörer sollen euch haben, die Gelegenheit zu fragen. Nein, red weiter, Miriam, es ist in Ordnung. Ja, Kennst du nicht den Gedanken, ja? Gut, ist eine kleine Dogme noch von, da gab es zwei Jezires, was können das öfter euch ein bisschen konkreter geben zu verstehen. Aber mir einfach auf eine Frage, sie hat genug bewiesen, sie ist gewinnt zufrieden mit seiner Auftritten. Es seien dort zwei Publikationen, eine in poetischen Genre und die zweite Prose, was der Titel von der poetischen Jezire Publikation ist Der Mames Zavoe, was ist eine Reustacke zwischen die letzte poetische noch mehr komödische Publikation und entgegen der Mames Zavoe, der Mames Shabosim, was ist eine Sammlung von Erzählungen und wie schreibt dort in der Widmung auf viele, das ist eine Sammlung von Erzählungen, wo verewigt in der Emerson sein Mame. Aber der in ein bisschen affektiver Gestalt, aber gut. Und für was will ich das also rausrücken in Vordergrund? Der Mames Zavoe Poesie, der Mames Shabosim Prose. In der Mames Zavoe, in die Lieder, was publiziert dort, hat ein Lied, was heißt beferisch der Mames Zavoe, und dort sagt ihm die Mame, also sozusagen, wie Amin Zavoe,
geht ihm über Asamin Schliches, als soll sich befreien von der Szene und als soll rübergehen und wieder sein Mesuge zu Liebschaft. Und sie redet da dort euch nicht nur wegen allgemeiner Liebschaft, sondern Liebschaft zum Volk, Liebschaft zu dem Gedanken von Weiter und Zukunft. Das heißt, nicht nur bleiben stecken in dem Secher von dem Churben-Gufe, von dem Umkum. Und in der Mames Shabbosim tut genau das. Bringt sehr lebendige Bilder von sprudelndig, nicht damit gering Leben, jüdisch Leben, ja, was will, Tage verewigen auf einen authentischen Öfen, herum der Gestalt von der Mamen. Und das Buch widmet dafür seine 2 Brüder, was seinen geblieben leben, weil sie seien noch von Vater Milchome gekommen in Amerika, in die Vereinigten Staaten. Und widmet die Prose, die 2 Brüder, mit dem Gedanke, als sie sollen schöpfen hanoi von der dorsiger Welt, was ist gewesen, die Welt von unserem Sprache und speziell von unseren Taten. Und der Tate verkörpert in sein Sikoren Tage dem Wert von Ruchnies und Intellektualismus, was ist gewesen auch sehr befruchtbar die Tage in der lebendigen jüdischen Zivilisation. Ist die Prose ist gewidmet der Mamen, was ist das Sof umgekommen, aber die Prose dort ist sehr, sehr freilich. Sie spiegelt auch bei ihm das lebendige Ponym. Und ich meine, als wenn wir trachten wegen der Mames Zavoe, was hat ihm durch seine Gedanken, versteht sich, wie hat das interpretiert, übergelassen mit der Samin Wunsch, soll gucken voraus und nicht nur auf zurück beweinendig, können wir sagen, als das ist, was hat getan in Meschach von die alle Jahren, wenn hat sich gewidmet Prose. Thematisch ist die Prose noch als verbunden mit dem Amol, aber der Drang, von welchem schreibt sie, ist bei MS abzuspiegeln die Lebendigkeit, das Positive, was steckt in jenem Over. Aber so hebt an mit ein Ja und endigt mit ein Ja. Ja, ich wollte, also gesagt, ja. No, ja, danke. Ja, hast du gesagt, ja. Ein Ja hat gehalten in Schreiben ein Roman, in der Zeit, wenn gestorben hat, gehalten in Schreiben ein Roman, nein? Das gewinnt von unter der Erde, denke ich, hat sich gedruckt in Vorwärts. Und das gewinnt sich nicht verendigt, ja? MS, ja, ich habe nicht, aber öfter hat man später gefunden. Ich habe damals beschaß meine Arbeit in die Archiven nicht gefunden von dem keine Spuren. So. Das heißt nicht etwas Hemmscher, was wollte nicht bewiesen zu veröffentlichen. Aha, ja. Aha. Ja, das habe ich geklärt. Öfter ist da in dem Archiv der Hemmscher oder öfter hat nur gehalten, in Schreiben Hemmscher im Weiß vor der Zeitung in jener Zeit und nicht herausgekommen der Hemmscher, weil hat es nicht bewiesen anzuschreiben. Ja, das darf mir öfter euch speziell der Monen. Ich habe wegen dem nicht geredet, aber auch gut die Bücherpublikationen, was seinen gewesen, hat Ravade euch sehr Sachen veröffentlicht in die Zeitungen, ja, speziell in dem Vorwärts. Das ist gewesen sehr eine angenommene Sache, demnach in die Vereinigten Staaten zwischen Jiddisch-Schreibers. Und zum Teil seien die dosige der Erzählungen, was man hat gedruckt in dem Scheichim, später euch Tage Arois in Buchform, aber nicht damit. Ihr seht, als in Schmuiskestel fragt euch Selde Kahn Numan, sie hat hier gesehen, die originelle Kopie von Talmidei Chachomim in der Litte. Es ist gedruckt geworden in die Goldene Kate. Ja, ich habe gesehen, man kennt das anrufen Original, ich habe gesehen, dem Nusach, was ist geschrieben geworden mit der Maschine. Ja, auf Maschine abgeklappter Xaviat, ja, befährisch, und ich trage das auf viele in etliche Kopies. Und ja, da mit der dosigen
Frage kommt euch auf der Fakt, dass gerade hat Tage euch etliche Prosesticker, kürzere, gedruckt in dem Journal Die Goldene Kate, ja, was mit seinem Redaktor Avrom Sutzkever ist gewesen sehr neuend, befreiend. Und hat sich dort euch eine Sache gedruckt. Auch euch Poesie hat dort gedruckt, aber euch verschiedene Essayen und Tage euch das, was ihr der Mond. Ja, Zelda Newman hat das der Mond. Talmidei Chachomim in der Lite. Ja. Seien da Sachen, was du meinst, wollen noch können herauskommen? Xaviaten, was wollen erst der sendelichtige Schein durch dir, durch andere, was wollen reingehen in Archiv, seien da solche Materialien. Was wir haben oder von sein nicht gewusst, oder solche Sachen, was hat öfter allein verstopft, weil hat sie nicht gewollt herausgeben, nur ein anderer wollte sie gemerkt und gewollt herausziehen von Schublade. Ich bin übergezeigt und ich weiß so viele und auf viele, bis ich habe geredet, habe ich begale gewesen, dem Titel von ein Yetzire Azar, was gefindet sich dort. Und ja, ich wollte allein sehr gewollt das herausgeben, aber es ist ein Äußer, was liegt zu allemens Disposition, ja. Ob er will, kann das aufsuchen in die Ivo-Archiven. Das ist die dramatische Poeme Churban. Aber auch trotzdem bin ich sicher, ich habe nicht bei ihm gekannt als Durchnichtern. Aber ich bin sicher, dass seinen dort zum Teil noch unveröffentlichte Xaviaden. Einmal können das sein, euch nicht kein ganzer Jezires, nur lemosche kürzere Essayen. Hat euch gehalten als Sachreferaten. Wegen dem habe ich nicht geredet, aber es ist ein Fakt, lemosche in Montreal, ja, in der Volksbibliothek, das ist gewesen sehr ein wichtiger Ort für Sach-Jiddisch-Schreiber in die noch mit dicke Jahren herauszutreten mit sehr Jezires. Und in Montreal ist noch gewesen an Eulem, also schwaver Jiddisch Eulem, was hat stark abgeschätzt, als solche Begegnungen nicht mit Jiddisch-Schreibers, was man hat dort in der Jiddischer Volksbibliothek organisiert, regulär, und gerade ist oft mal gefahren hin und hat dort vorgestellt Referaten zu verschiedenen Themen, nicht nur wegen sein Jezire, nur bichlal, literarische Themen, was haben gehabt zu tun mit der jiddischen Literatur, Referaten wegen besonderen Schreibers, Le Moshe zwischen sie ein sehr interessanter Referat wegen die sowjetisch-jiddische Schreibers, was hat euch solche gewinnt, sich zu bekennen mit sie persönlich, ja, in die Jahren, wenn ist gewinnt dort in Apolit. Und die dosige Referaten pflegt seht euch damit zu geräten, wie gesagt. Und wir haben von sie nicht wenig Exemplaren. Ja, lerov seien sie euch abgeklappt geworden auf der Maschine, also es ist am Mechaie zu lehnen, ja, man darf sich nicht mutschen über handgeschriebenem Dokument. Die dosige Sachen seien euch sehr interessant und das ist auch Amin-Prose. Ja. Zum Teil hat die dosige Referaten später euch veröffentlicht, aber weit nicht als. Hat er, wie viel du weißt, gehabt Beziehungen mit nicht-jiddischen Schreibers, mit Schreibers von anderen Sprachen und geführt Korrespondenz mit sie? Wegen Korrespondenzen, also spezifisch, kann ich keine Sache nicht sagen, weil wenn ich habe gearbeitet in dem Archiv, habe ich sich mehr vernommen mit den literarischen Dokumenten. Aber ich habe ja gesehen, dass es ist der ohne schier Korrespondenz in dem dosigen Archiv. Lerauf durch sich mir, also was ich habe gekannt habe, auf den ersten Blick seinen das ja Korrespondenzen mit jiddische Schreibers oder Klaltuers, als Sache von sie euch von Israel. Ich habe bei MS nicht übergeguckt, wie viel von der Korrespondenz ist öfter Korrespondenz mit nicht-jiddischen Schreibers oder nicht-Jiden. Ich weiß nicht persönlich, darf ich sich mal sein, wegen 9. Kontakt, was soll haben gehabt mit nicht-jiddischen Schreibers. Mit 9. Kontakt meine ich, sie ist gewesen speziell verhavert mit Emetsen oder sie hat sich speziell inspiriert in Emetsen. Ich weiß ja, also ist gewesen sehr, sehr belesen. Das heißt, hat gehabt eure persönliche, sehr große Bibliothek
was seine Bücher hat abgejagt, zum größten Teil die Nationale Bibliothek in Israel. Und das ist gewesen zwischen anderen das Schut, was euch zwischen Ivo und der Nationalen Bibliothek in Israel. Ist die Bücher, seine Bibliothek hat ja abgespiegelt sehr breiten Interesse, was hat gehabt. Nicht nur in Literatur, sondern auch sehr stark in Kunst, Lemoschel. Und dort in Avade hat sich vernommen, nicht nur mit jüdischen Künstlern und Schreibers. Ich weiß, dass sein Weib, Ine Hacker, gerade ist gewesen mehr literarisch aktiv in dem Feld von nicht-jüdischer Literatur und auch Literatur von Nicht-Jüden. Ja, interessant. Miriam, du wirst, hoffe ich, halten Referaten in Meschach von die Kumedike Jozendliker auf der Themechaim gerade. Wir dürfen in diesem Moment schließen die Programm. Dank wieder für beteiligten Sachen in der Serie, für geben uns dem Schlussreferat in unserer Serie wegen der jüdischen Zivilisation. Gewesen sei ja passig, als wir haben geendigt mit Zurückblick auf Graden und in derselben Zeit auf Vorausguck, weil das ist ein Zusag, auf wie viel Materialien sind noch da und wie viel sie da zu bearbeiten und wie viel sie da von Eulen zu lernen. Dank wieder. Ja, Dank David, und ich möchte noch zugeben, einen letzten Satz. Ich habe ein bisschen einen Guck gegeben auf die Frage, die gezählte, sehr wenige Frage von dem Eulen, und ich verstehe, als ist geblieben gepläfft oder vermattert, ich weiß nicht, aber eine Frage ist gewesen, was ist so schwer zu verstehen, gerade nur, ich meine, als alle großen Schreiber seien ein bisschen schwer zu verstehen von nur ein Referat und nur von gezählte kurze Beispielen. Ja, der schreckt sich nicht, ob ihr habt das Gefühl, dass es ist gewesen eine Sache und öfter hat ihr nicht im Ganzen als verstanden. Es hat dringend gedacht sein, als Stimul für euch, sich jetzt allein ein bisschen weiter zu vertiefen und zu kommen auf weitere dicke Seminare. Absolut. Schönen Dank. Dank dir, Miriam. Größten Dank, Babes. Seid gesund. Guten.